Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem speziellen Review. Zuerst, ich tue schnell die Schachtel weg. Das ist das Lego City Set 60097 City Square. Es ist für 6 bis 12 oder wie wir es heute anschreiben, 6 plus. Hat 1683 Teile und ist von 2015, weshalb das eigentlich nicht mehr zu kaufen ist bei der Lego. Es hat 14 Minifiguren, ein Hund, 3 Autos, 2 Lastwagen, ein Helikopter, ein Tram oder ein Zug, je nachdem wie ihr das anschauen wollt, ein Roller, ein Bike und 4,5 oder 4 oder 5 Gebäude, je nachdem wie ihr das dann zählt. Das ist alles hier so ein bisschen drauf. Es hat Haufen Kleber, nämlich ein A-Kleberset, ein B-Kleberset und ein C-Kleberset. Die Packung ist riesig, so sieht die vorne aus. So hinten, da drauf sehen wir schon. Das ist ganz Haufen von diesen Säckchen drin hat, nämlich 16 Säckchen, die in der Anleitung verteilt sind. Plus noch 3 Säckchen mit Platten und so grossen Teilen und ganz viele Scheiben. Ich muss sagen, für ein 2015 Set, das jetzt auch 10 Jahre alt ist, hey, super Qualität von diesen Scheiben. Keine einzige Kratzer, nichts. Und das hat mich echt erstaunt, weil die sind alle miteinander verpackt sind. Genau, es hat 10 Anleitungen drin. Relativ dicke Bike-Sachen. Was aber spaßig ist, man kann immer etappenweise was zusammenbauen. Nämlich, wir haben das, den Helikopter, einen Lego-Lastwagen, eine Garage, einen Abschleppwagen, einen Lego-Store, einen Kiosk, eine Tramhaltestelle, ein Service, eine Display-Garage und ein Tram. Das sind sehr viele Seiten und meine Kinder und ich haben das zusammengebaut in etwa 3 Stunden. Aber zu dritt. Also, man hat ein bisschen etwas zu tun. Ich sehe hier vieles auf einmal, ich schiebe das einfach mal alles weg. Oder weniger. Und zeige euch dann die einzelnen Sachen. Angefangen mit, das ist ein Pizzaroller. Der hat zu tun mit dem kleinen Set, wo kleine Sachen vorkommen, nämlich ein Hund, ein Hotdog-Verkäufer, eine Frau mit einem Hotdog und einem Brezel und der Pizzaroller-Typ. Das ist in der ersten Anleitung drin. Und das ist cool und kommt jetzt weg. Dann haben wir natürlich, für die noch keinen haben, einen Helikopter. Selbstverständlich hat der hier eine Kamera, weil er ist von TV 6 Plus. Der hat natürlich auch die Funktion, also kann drehen und hinten auch. Das kann geöffnet werden und der Pilot kann natürlich, wenn er will, aussteigen. Der will jetzt aber natürlich nicht. Der hat also abnehmbare Düsen. Und der stellt sich jetzt da mal dazu. Dann, was haben wir noch? Wir haben so einen Abschleppwagen. Den finde ich ganz cool, weil er funktioniert. Man kann nämlich hier Autos runterlassen. Respektive Autos aufladen. Jetzt ist das noch relativ beweglich. Wenn man das noch ein bisschen dreht, dann hebt das und geht nicht einmal mehr ab, wenn man es umkehrt. Der kann auf und runter gehen natürlich. Hier hat es auch einen Fahrer. Der da. Und da tätig ist zum Abschleppen. Der fährt das Auto natürlich nicht einfach nur durch die Gegend, sondern bringt das in eine Werkstatt, wo Teil ist von einem grossen Autohaus. Darum 4,5 Gebäude. Weil so sind es 5 und so sind es 4. Machen wir es aber trotzdem mal auseinander für die anfänglichen Erklärungen. Das ist der Garagenteil. Hier hat es die Möglichkeit, dass der Service-Mitarbeiter, der da gerade drin hockt, mit dem Auto da fährt. Und dann kann man natürlich das dann so auflassen, damit er unten dran auch kann den Boden anschauen vom Auto und arbeiten mit dem Werkzeug, das er hier hat. Dann haben wir also das Netz für allein drin, wo selbstverständlich hier der Empfang ist. Und hier schauen, dass eure Anliegen aufgenommen werden mit dem Computer, der da drin ist.
Und es hat eine Tür, wo man rein kann. Aber nicht immer. Warum nicht immer? Ist doch komisch, steht doch 24/7. Ja, also ganz einfach. Ihr habt vielleicht gesehen, da hat es ein Loch auf in der Seite. Das habe ich mich während dem Zusammenbau auch gefragt. Für was braucht es das Loch? Ganz einfach, wenn man das dann mit dem zusammengesetzt hat, da hat es eine Schiebetür. Und wenn die hier reingeht, dann ist das super genial, dass man hier eine Schiebetür haben kann. Aber man kann nicht mehr hier rein. Das ist das Einzige, was ich gegen das Set habe. Sonst super designt, super cool gemacht. Aber wir könnten hier unten noch ein zweites Auto reinstellen. Wie ihr vielleicht schon gesehen habt, das wäre übrigens das rote Auto, mit dem, das gerade hier bringt. Hier oben hat es noch ein zweites Auto. Eins, das ausgestellt ist, für das man es kaufen kann. Ist nichts Spezielles, es ist einfach ein kleines, herziges, schwarzes Auto. Was mir aber ganz gut gefällt, sind hier die zwei Felgenhalter, die sagen, hey, mach doch neue Felgen auf dieses Auto drauf. Finde ich genial designt. Das wäre die Autogarage. Die finde ich genial designt. Was haben wir denn noch da drin? Wir haben einen Kiosk samt abklappbarem Velohalter. Der hat hier auch einen Zeitungsständer, wo man die neueste Lego News kann lesen kann. Dann hat es hier natürlich einen Barista mit einer Kaffeemaschine und so andere Maschinen, die man braucht, für die Sachen zu breiten. Mit 2 Kaffees und ein bisschen Milch. Mit dem Dach finde ich super designt. Genau. Damit das nicht verloren geht, kann man das Velo hier auch hochklappen. Und für den Transport empfiehlt sich die Zeitungen hier hinten einstellen. Dann könnt ihr einfach hier nicht hin. So viel dazu. Warum habe ich das Velo noch nicht ganz weggestellt? Ganz einfach. Wir haben hier eine Strassenbahnhaltestelle mit Ticketautomat, Güsserbaum, Licht, transparentem, coolem Dach, 2 Sitze zum Hocken. Für was braucht es das? Ganz einfach. Für die Strassenbahn. Und diese Strassenbahn hat die Funktion, dass man kann so ein Velo mit. Darum habe ich sie noch nicht versorgt. Ihr habt gesehen, man kann das aufklappen. Bei der grossen Bahn kann man auch jedes zweite Abteil aufklappen. Und zwar hinten und vorne. Über den ganzen Zug hinweg. Was dann lustig aussieht, finde ich. Das Abteil kann natürlich auch hinten aufgemacht werden und vorne aufgemacht werden. Und man kann hinten und vorne abnehmen. Und trotzdem immer noch stabil. Vorne seht ihr, ist der Fahrer drin. Dann kann man das zuklappen. Hinten auch wieder drauf tun. Und da ist einfach ein leerer Platz noch, für wenn der Fahrer in die andere Richtung fährt. Super finde ich die Kleber für das Velo, fürs Wasser, für die Elektrik. Was ich nicht so cool finde, sind die 279, weil die kann man fast nicht lesen. Die hätte jetzt heller drucken, aber vielleicht ist das vor 10 Jahren auch noch anders gewesen. Genau. Was ist wie sind die zusammen gemacht? Ganz einfach, die haben so Balljoints. Und das in der Mitte ist, wie ihr seht, einfach in der Luft. Was dann gut um die Kurve geht. Es hat unten dran ganz normale Rädchen für die Schiene. Aber ich werde das ummodifizieren und werde dort Pneu drauf tun, damit das einfach auf der Straße fahren wie eine Strassenbahn, ohne dass es eben Schienen braucht. Was haben wir noch? Wir haben einen Lego-Lastwagen mit einem Lego-Fahrer. Der ist auch angestellt bei der Firma Lego. Der transportiert hier in seinem Heck Sachen, die ich euch hier zeigen kann, die ich rausknübeln muss, nämlich Lego-Set. So. Und wohin transportiert er die? Der transportiert die in Lego Store. Das ist eines der Highlights von dem ganzen Set. Finde ich super.
Angefangen mit dem wenigsten Interessanten. Da jetzt eine Klimaanlage, Ausgang, Eingang, Eingang. Dann zu was Spannenderem. Es hat also Display-Minifiguren. Hier ein Weltraumtyp. Und ein Ritter. Das sind ja eigentlich ganz normale Minifiguren, aber die sehen da jetzt einfach so ein bisschen displaymäßig aus. Dann natürlich der markante 2x4 Stein und ein Set. Innen dran hat es dann hier so eine Wand mit Sets. Die sind ein bisschen wenig abwechslungsreich, aber sie sind so gemacht, dass es aussieht, als wären jetzt ganz viele verschiedene Sets, was cool ist. Dann haben wir natürlich die bekannte Pick a Brick Wall, wo mein Sohn anfängt verbessern mit durchsichtigen, transparenten Tiles runden, wie in den neuen Lego Stars. 4 sind auch schon beim Set dabei gewesen, darum haben wir die gerade hier verwendet. Dann haben wir hier den Verkäufer, der gerade hier ein Set verkauft. Oder verkauft hat oder will. Und mein persönliches Highlight ist hier die Geldtasche, die er hier gerade eingekauft hat im Lego Store. Wenn man nämlich zum Beispiel bei uns im Glattzentrum ist, dann finde ich das immer genial. Wenn wir einen Haufen gelbe Säcke durch die Gegend laufen, man weiss, die sind alle im Lego-Laden gewesen. Genau, das wäre alles in diesem Set drin. Also noch erst zur Repetition. Ein Lego-Laden, ein Lego-Lastwagen, eine Tramhaltestelle, ein Tram, eine Garage, ein Abschleppwagen, ein Kiosk mit Zeitungen, Velo und Barista, ein paar kleine Minifiguren und ein Helikopter. Ich hoffe, euch hat das Review gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like da, einen Kommentar oder sogar eine Kritik. Und was uns natürlich sehr helfen würde, ist, wenn ihr das in Leute schickt, die das cool finden, das auch mal eins gesehen. Vielleicht auch, weil sie das Set irgendwo noch kaufen wollen. Ich kann euch das wirklich empfehlen. Es macht echt Spass, das zu bauen, damit zu spielen. Und das wird jetzt in verschiedenen Orten von unserer Stadt sein. Der Aaron und ich werden uns das Set aufteilen, wer was davon kriegt. Seht ihr dann, wenn ihr unseren Kanal weiterverfolgt. Darum hoffe ich, ihr schaut noch weitere Videos von uns und wir sehen uns nächstes Mal wieder. Ciao zusammen!